Was geht ab, meine Freunde? Ich begrüße euch ganz herzlich ein neues YouTube-Video. Und zwar zum Vlog Nummer 28. Here we go! Der Vlog Nummer 28 startet irgendwo draußen. Nein, wir sind hier in der Hochbeet, wo wir angepflanzt haben. Ich bin heute am Begüssen. Heute ist Sonntag. Sehr warm gewesen. Jetzt habe ich die hier begossen. Ich danke nochmals Marco Polo, dass ich ihre Gießkanne nehmen durfte, weil ich habe vergessen, eine Gießkanne mitnehmen. Aber es wird in Zukunft sowieso dann da stehen, vom Jugendrat selber. Genau. Ich muss jetzt noch ein paar Fotos machen für den Jugendrat-Account. Genau. Und was habe ich heute noch gemacht? Ah ja, ich bin schwimmen einen Kilometer. Plus haben wir noch Minigolf heute. Wir haben leider nicht aufgenommen. Genau. Und ich würde sagen, mal schauen, was noch passiert die Woche. Ich gehe sicher noch Grey's Anatomy schauen. Ja, und der Rest ist noch relativ unklar. Let's go. Pöck. Endlich ist wieder Wasser zum Wassermelone essen. Auf Gönjamin-Basis. Ein paar Früchte. Draussen ist 22 Grad. Ich Pullover. Let's go. Ich habe etwas bestellt. Die Baseballs, die haben ein neues Album rausgebracht. Und das Album ist nicht schlecht. Es hat ein paar gute Hits drauf, aber auch ein paar, die nicht so Pöck sind. Aber nicht schlecht. Pöck. Schönes Grilled Cheese Sandwich. Sieht das nicht Pöck aus? Probiere ein bisschen. Ding ist Speck und Käse. Und mal schauen. Wenn ich mich selber heiraten könnte, würde ich das. Wie sieht sich weiter? Ich bin jetzt gerade daheim und was ich gerade gemerkt habe, ist, dass vieles, was auf YouTube, also ich zeige ja vieles auf YouTube, aber das meiste, was in meinem Leben passiert, passiert auf Instagram. Also auf Instagram tue ich auch schon viel vorausposten. Also die zweite Impfung habe ich dort schon gepostet und alles. Also wenn ihr immer up to date seid, folgt mir auf Instagram. Pöck. Da schaffen wir die 700 Abonnenten. Ja, genau. Das ist eigentlich alles, was ich wollte sagen. Das habe ich so gemerkt, wenn ich das Video vom Vlog angeschaut habe, ob alles in Ordnung ist. Genau. So, es ist heute Montag. Es ist wunderschönes Wetter. Es ist, ich glaube, 22 Grad. Ich weiß es gar nicht. Nein, es ist nur 16 Grad. Sehen wir das? Aber mir ist das eigentlich egal. Ich gehe jetzt schwimmen, weil ich finde, es ist genug warm. Ich schaue, dass ich eine Date-Aufnahme mache mit dem Handy, weil ich nicht unbedingt die Kamera mit reinschleichen. Nach einem Kilometer Schwimmen ist es schon schön, einfach in der Bade liegen bleiben. Vor allem, wenn man frei hat. Kann man einfach halb Stunde liegen bleiben, Musik hören, eine Stunde schlafen. Wunderschön ist das. Kann sich nur empfehlen, macht das. Gerade vom Arbeiten heimgekommen. Also ich bin jetzt noch gut duschen, aber ich bin jetzt das erste Mal endlich mal in eine Polizeikontrolle reingekommen. Ich habe gehofft, dass ich endlich mal in eine reinkomme. Jetzt bin ich 4 Jahre ohne Polizeikontrolle rausgekommen. Und jetzt bin ich das erste Mal in eine Polizeikontrolle reingekommen. Ich weiss, es ist nichts Spezielles, aber ich bin so und ich erzähle halt gerne davon. Keine Ahnung. Und ja, eigentlich war es witzig. Ich war recht nervös. Hat er gerade gemerkt am Anfang, ich bin reingefahren. Er so, ja, gerade so Polizeiausweis, nicht Polizeiausweis und Fahrzeugkontrolle bitte. Und ich so, ja, gerne. Ja, bist du mein erstes Mal, bla bla bla. Und er so, ah, wegen dem sind sie da nervös. Und ich so, ja, ja. Ja, aber ich musste einen Alkoholtest machen. Und hat mich noch ein paar Sachen zu Drogen gefragt. Dann konnte ich wieder einsteigen. Ich habe mich nicht mal angeschnallt. Er so, können Sie sich bitte anschnallen? Ich so, ja, kein Problem. Und wir waren an einer Schräge. So. Und ich habe noch den Motor noch nicht angeschaltet und ich habe die Handbremse schon gelöst, bin ich rückwärts gefahren und er so, oh, passen Sie auf. Und ich so, ja, Entschuldigung, ja, ich bin nervös. Aber ja, es war meine erste Polizeikontrolle. Ich war schon recht nervös. Mal schauen, was die Woche noch sonst noch passiert. Ich habe noch völlig vergessen, das Outro zu drehen. Darum würde ich sagen, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen. Ich würde sagen, schöne Mühe miteinander. Abwartet. Gehen wir auf für den nächsten Vlog.